Salut zusammen und herzlich willkommen zur ersten Debatte hier auf Ask Switzerland. Ich habe heute 3 Politiker hier im Bundeshaus versammelt, die mit mir darüber diskutieren werden, ob wir in der Schweiz ein Burka-Verbot brauchen. Wir haben hier von der User aus dem User-Vizepräsidium die Muriel Wäger, sie ist wie gesagt User-Vizepräsidentin. Dann extra aus Zürich gekommen, der André Silberschmidt, er ist Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, das ist die Jungpartei von der FDP. Und der Erich Hess, er ist der ehemalige Präsident der jungen SVP und jetzt seit Oktober 2015 SVP-Nationalrat. Warum wir heute hier sind, wie gesagt, wir wollen über das Burka-Verbot diskutieren und da muss ich auch gerade der Erich als erstes etwas fragen. Warum? Der Erich gehört im Egerkinger Komitee an, das ist quasi so eine Vereinigung von SVP-Hardliner. Und die haben schon im Jahr 2009 quasi im Alleingang ein Minarettverbot in der Schweiz durchgesetzt. Das heisst, wenn sie sich jetzt ein Burka-Verbot vorgenommen haben, dann muss man das ziemlich ernst nehmen. Jetzt Erich, ihr nennt das zwar Vermummungsverbot, aber mit so vielen Ausnahmen, die das hat, ist ja am Ende eben doch ein Burka-Verbot da. Das heisst, ist das nicht, was wir jetzt alle ein bisschen denken, ist das nicht eigentlich hauptsächlich ein Deckmantel für eine Anti-Islam-Kampagne? Ja gut, wenn du das so hast gesehen, siehst du das so. Du hast es wahrscheinlich Es gar nicht anders Es ist gesehen. eine Frage. Es geht hier einfach darum, dass man alle Leute auf der Straße identifizieren kann, dass man auf einer Zugsfahrt, dass der Kondukteur kann identifizieren kann, ob das die richtige Frau ist, die mit dem Generalabonnement umfährt zum Beispiel, oder mit dem Halbtagsabonnement, dass man überhaupt kann identifizieren kann, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die unter dem Vorhang drunter ist. Und darum ist es wichtig, dass wir eben die Leute identifizieren können. Auch für die Polizei ist es sehr wichtig und auch für die Sicherheit ist es sehr wichtig. Sehr viele Länder haben so ein Burka-Verbot rausgegeben, Frankreich, Belgien, viele weitere sind darüber diskutieren. Im Übrigen hat sogar der Islamische Staat herausgegeben, dass sie eben Burka jetzt verbieten wollen, weil es gefährlich ist, aus Sicherheitsgründen, dass sie die verbieten wollen. Und darum ist es für die Schweiz genau das Richtige, die auch zu verbieten. Okay. Wir schauen, dass wir die Antworten nicht zu sehr in die Länge ziehen, damit es auch ein bisschen in eine damit es ein bisschen in eine Diskussion kommt. Monika, wenn du jetzt so, Muriel, Entschuldigung, wenn du Erich zugelassen hast, bist du einverstanden? Nein, klar nicht. Ich denke, dass dieses Verbot eigentlich gegen die Freiheit verstoßt, die Freiheit, sich anzukleiden, wie man es möchte. Es verstoßt auch gegen den Artikel 15 von der Bundesverfassung, den stipuliert, dass man die Freiheit hat, die Religion auszuüben, die man möchte und wie man sie möchte. Also ich denke, hier ist das nicht die Sache. Die Sache ist zu sagen, dass das eine islamophobische Initiative ist und ich glaube, wir sind dagegen, weil das eben gegen eine Freiheit verstößt. Das stimmt doch bei weitem nicht. Sogar die Imamen sagen, dass die Burka keinen Zusammenhang mit der Religion hat und mit dieser Burka werden nur gerade Frauen unterdrückt. Also ihr tut euch hier, normalerweise tut ihr euch immer für Frauenrechte einsetzen und hier, wo die Frau wirklich unterdrückt wird, tut ihr sie unterdrücken oder tut ihr sie helfen, noch weiter zu unterdrücken, weil sie eine Burka muss anlegen muss. Also dort hier macht ihr ein bisschen komische Politik. Ich glaube, es ist ein bisschen hypokritisch von der SVP zu sagen, dass man sich für Frauen jetzt plötzlich eingehen will. Die SVP hat an einem letzten Kongress... Nein, wir sind aber für gleiche Rechte für beide. Wenn die Frau nicht muss verschleiert rumlaufen, muss der Mann nicht. Erich und Muriel, ich möchte jetzt doch noch der André auch etwas fragen. André, du kommst von der liberalsten Partei der Schweiz und sie hat gerade vorher Freiheit angesprochen. Wie seht ihr das? Ich finde es so lustig, dass der Erich quasi gemeinsam ins Bett geht mit dem Islamischen Staat und sagt, ja, die sind auch gegen Burka und darum können wir auch gegen Burka sein. Was der Erich und die SVP da wollen, das sind Kleidervorschriften in die Bundesverfassung hineinschreiben. Wo sind denn wir, dass die hochgelobte Bundesverfassung, die die SVP immer hochloben tut, dass die neu für Kleidervorschriften dienen müssen? Wir sind auch der Meinung, jeder soll sich anlegen, so wie er will, wie er sich wohlfühlt. Und den Frauen, die eine Burka tragen, ist sicher nicht geholfen, wenn man denen das verbietet, weil dann dürfen sie einfach gar nicht aus dem Haus gehen. Und es ist kein Problem, das wir in der Schweiz haben. Ich sehe es, das ist ein Veloständerproblem, das die SVP hochsterilisiert. Und ich bin der Meinung, man soll dürfen anlegen, was man will. Sonst kommen sie dann noch mit Bikini-Verbot und mit Hop-Hands-Verbot, haben wir glaube ich in St. Gallen auch schon mal thematisiert. Also ich glaube, wenn wir anfangen, Kleidervorschriften in die Bundesverfassung zu schreiben, tun wir definitiv über das Falsche debattieren. Wieso müssen wir die Bundesverfassung tun? Es gibt nur einen einzigen Grund, weil wir es im Parlament nicht durchbringen und es auf Gesetzesebene können regeln können. Darum müssen wir eine Volksinitiative machen. Darum müssen wir eine Volksinitiative machen und das in Verfassung verankern. Bevor das im Parlament besprochen wurde, schon begonnen. Ich glaube, die Idee dieser Initiative
Initiative geht in eine Richtung und das ist gegen den Islam, es ist eine islamophobische Initiative und das beweist es auch, weil ihr schon angefangen habt, die Initiative zu sammeln, bevor es im Parlament besprochen wurde. Nein, sogar Imame sagen, eine Vollverschleierung hat nichts und gar nichts mit dem Islam zu tun. Das ist, ja, es ist eine Frage von Freiheit. Jetzt ja, möchte ich aber trotzdem es ist noch... eine Frage für die Freiheit der Frauen, die unter diesem Vorhang Erich, müssen wir stecken. kommen nachher zu diesem Stichpunkt. André, du vertrittst ja eine betont wirtschaftsfreundliche Partei. Jetzt stellen wir uns folgende Situation vor. Eine Muslima bewirbt sich um eine Stelle. Sie sagt nicht, dass sie sich normalerweise voll verschleiert. Sie geht ans Bewerbungsgespräch voll verschleiert. Und der Chef sagt ihr als erstes, das hat keinen Sinn, das Bewerbungsgespräch wird abgebrochen, sie können hier nicht arbeiten. Ist das freie Marktwirtschaft oder ist das schon Diskriminierung? Also ich glaube, das ist die Freiheit, die man hat als Arbeitgeber, zu sagen, ob man eine Person anstellen oder nicht. Und wenn die Person in ihrer Burka auftritt, gehe ich davon aus, ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein, dass sie dann auch effektiv angestellt wird. Es gibt ja keinen Anreiz, mit der Burka rumzulaufen für die meisten Frauen. Und es ist auch nicht etwas, wo ich jetzt für empfehle. Aber ich glaube, das ist etwas Wichtiges an der Freiheit. Wenn man etwas nicht gut findet, sollen wir das nicht anderen verbieten, oder? Und mir ist noch wichtig zu sagen, oder? Der Erich tut mit der Sicherheit argumentieren. Ich habe noch nie eine Burka tragende Frau gesehen, die eine Gefährdung für die Sicherheit war. Das sind andere Personen. Unter dem Vorhang kann alles stecken, der kann eine Frau, ein Mann. Es ist ein Kleidungsstück, es ist kein Vorhang. Erich, André, wir kommen nachher noch zum Aspekt Sicherheit, es ist versprochen. Aber etwas, was der Erich vorher angesprochen hat, habe ich mir auch aufgeschrieben, und zwar der Aspekt von der Freiwilligkeit. Zaida Keller-Messali, sie ist Präsidentin vom Forum für einen fortschrittlichen Islam, hat letztes Jahr gegenüber einem Blick gesagt, die Frauen sind eigentlich sehr froh um eine solche Vorschrift. Das Verbot ist für sie eine Möglichkeit, sich als Mensch und nicht als Phantom in der Öffentlichkeit zu zeigen. Sehr viele Frauen sind dankbar, bekommen sie die Möglichkeit, ihren Schleier abzulegen. Ist die Initiative in dem Fall nicht ein guter Ansatz für die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Nein, ich denke nicht. Ich denke, dass man nicht eine Frau zwingend befreien kann. Man befreit sich selbst, wenn man es will. Und es muss auch so bleiben. Der Staat ist hier, um diesen Frauen zu helfen. Es gibt schon Sachen, die erlauben, zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel eine Frau zwingt, dann ist das schon verboten heute. Das steht schon in der Verfassung. Aber wer beweist das? Also irgendwie macht man hier nichts Neues. Eine Frau kann man nicht zwingen, etwas zu tragen, was sie nichts möchte. Aber wird Ihnen Frauen denn heutzutage schon geholfen, wenn sie gezwungen werden, eine Burka zu tragen? Ja klar, es ist verboten, jemanden zu zwingen, etwas zu machen, verboten, das man machen nicht kann möchte. Ja trotzdem. Nein, es steht in der Verfassung und das geht so nicht. Aber ich möchte nur zurückkommen auf, was Erich vorher gesagt hat. Ich finde es ein bisschen hypokritisch von der SVP an, jetzt die Sache der Frauen zu sagen, wenn es eine Partei ist, die die Vergewaltigung in der Ehe nicht anerkennt, obwohl es 80% der Fälle sind. Man kann nicht irgendwie Teilzeit Feminismus jetzt machen, nur weil man über den Schleier spricht. Man kann nicht als Partei, die Mission am letzten Kongress eine Standing Ovation gemacht hat, für einen Mann, der gesagt hat, dass die Frauen in der Politik keinen Platz haben, irgendwie jetzt plötzlich zum Frauenstimmrecht oder für die Frauen reinzustehen. Das geht einfach nicht und ich denke, diese Initiative ist klar islamophob und das ist das einzige Ziel. Erich? Ja gut, es ist eine ganz klare Unterdrückung der Frau, weil es sind viele Frauen, die den Vorhang nicht anhaben wollen, sondern es ist eine, von ihrer Familie wird Druck gemacht, dass sie das Kleidungsstück müssen anhaben müssen. Man hat im Tessin gesehen, seitdem dass sie das Burka-Verbot auf kantonaler Ebene haben, funktioniert das sehr gut. Es gibt sehr wenige Verletzungen von diesem Verbot. Ja, klar, Es gibt ja weil fast keine Burka-Träger in der Schweiz. Nein. Habt ihr schon in der Schweiz eine Frau gesehen mit einer Burka? Das Tessin hat sehr das viele existiert nicht. Reisende, die aus diesen Rentern kommen, die voll verschleiert sind. Die CEDA macht dort hier Reisewarnungen, sprich, wenn ihr ins Tessin in die Ferien geht, müsst ihr auch den Burka abziehen. Für die hierher in die Ferien kommen, ist das gar kein Problem, weil die kommen aus Regionen, wo das Gesetz einen relativ grossen Stellenwert hat. Und die kommen hierher, ziehen ihre Burka ab und haben einmal befreite Ferien. Man sieht, dass das Tessin hat seit dem Burka-Verbot über 40% mehr Besuchende aus diesen Regionen, die voll verschleiert rumlaufen. Ich möchte an dieser Stelle, es ist lustig, dass du gerade das Stichwort Tessin einbringst, weil ich das wirklich aufgeschrieben habe. Andere, wenn wir ins Tessin schauen, dann sieht man, dass dort die
die Bevölkerung eher pro Burka-Verbot eingestellt ist. Wie der Erich gesagt hat, 2013 ist eine kantonale Initiative für ein Burka-Verbot mit 65,4% angenommen worden. Erwartest du auf eidgenössischer Ebene die gleichen Werte? Gut, das Schöne ist, im Glarnerland ist es vor kurzem gerade abgelehnt worden. Was eigenmässig rauskommt, das ist die Frage, ob jetzt die SVP noch mehr polemisiert, noch mehr ein Problem herbeiredet, das es gar nicht gibt. Weil ich glaube, also wenige von uns haben schon mal eine Frau gesehen in einer Burka rumlaufen in der Schweiz. Ich in Zürich ab und zu an der Bahnhofstrasse, wenn sie vielleicht gerade eine teure Uhr kaufen sind, was ja uns auch als Schweiz kann recht kommen, wenn in der Schweiz Geld investiert wird. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, es ist eine Diskussion, die wir da führen. Dann siehst du zwischendurch solche es ist ein Problem, das nicht existiert in der Schweiz. Und die SVP wiederholt aber immer ihre Argumente, die durch das aber nicht wahrer werden, nur weil sie ihre Argumente wiederholen. Und ich glaube aber nicht, dass das Stimmvolk in der Schweiz dem da reinfällt bei dieser Argumentation. Ich glaube vor allem, dass die Mehrheit der Kantone wird ein Nein zu dem Burka-Verbot sagen.